brauchen Zugriff auf die Schiffslogs. Daten oder Kommunikationszentrum, was immer wir zuerst finden. Was für Informationen müssen unterwegs sein. Schwärmt aus und findet Im die Moment Eindringlinge. alles, was dem Widerstand helfen könnte. Was ja eigentlich ziemlich sinnvoll klingt, nicht wahr, Freunde? Willkommen zurück zu Star Wars Battlefront 2 Wiederbelebung, Story Mode bzw. Kampagne Mode. Okay, entdeckt uns nicht, sehr gut. Wie ihr seht, neue Aufnahmesession, ich habe neue Waffen bzw. halt die Ausrüstung ein bisschen modifiziert, geändert, logischerweise. Und ja, wir spielen jetzt auch auf einem neuen Patch, irgendwie 2 GB groß, aber ich bin gespannt, was der wieder so bringt, an und für sich und so. Und egal, erstmal. Ein Schild. Nein, oh Scheiße, hat die falsche. Gibt's nicht, oder? Ja, da fängt schon mal gut an. Fängt schon mal sehr geil an. Die falsche Waffe. Ich wollte nicht einen Schild, ich wollte einen Scanner haben. Mensch. Hey, ich dachte, die hätten den Scanner ausgewählt. Aber extra alle. Sehr crazy. Ich versuch's nochmal. So, fortsetzen. So, ich habe ein Schild drauf. Ja, wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte ja eigentlich. Nicht Heilung, nee, ich wollte. Wie kann die schon wieder ablegen? Hier. So, ein Scanner. Wo ich irgendwie noch am geilsten finde. Wobei, einen kann ich jetzt auch, ja, so auswählen, war. Kürzer Ladezeiten, klingt eigentlich auch sinnvoll. Genau, Impulskanone. Ja. Egal, komm, legen wir einfach los. Übrigens, seit dem neuesten Patch ist offenbar Item Versio als spielbarer Charakter im, sagen wir jetzt mal, normalen Spielmodus dazugekommen, sprich halt Multiplayer und so weiter und so fort. Aber logischerweise muss man erstmal freispielen. Also sprich freischalten durch irgendwelche Goodies. Keine Ahnung. Zugriff auf die Schiffslogs. Daten oder Kommunikationszentrum, was immer wir zuerst finden. Jo. Was für Informationen müssen unterwegs sein. Schwärmt aus und findet die Im Moment Eindringlinge. alles, was dem Widerstand helfen könnte. Hacken bitte. Bitte gern geschehen. Hask. Hallo, wer bist du? Seltsame Mini-Todessternkugel, das müsste Hask sein, oder? Scan das mal für mich. Da vorne ist er. Ziel schocken. Nö, war's nicht. Sehr viel zu leicht gewesen. Wir besiegen die erste Ordnung mit ihren eigenen Waffen. Aufrüsten! Wow, das sieht schwer aus. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, große Geschütze aufzufahren. Oh. Sorry, See. Da kommt die einfach so reingestürmt. Ah. Gut gemacht, Tochter. Spannend, wie lange das jetzt hier noch dauert. Guck. Hä? Ja, wollen ein bisschen rumspielen, war. Mann, ja, da dachte, wäre eigentlich ganz cool gewesen. Oh ne, schon wieder von hier, wollte mir verarschen. Oder Kommunikationszentrum, was immer wir Weil das zuerst nicht finden. überspringen kann. So, komm. Im Moment alles, was dem Widerstand helfen könnte. Kommen wir zum Rest irgendwie nicht, wa? Hack das Ding bitte. So, ich weiß nicht, ob das irgendwie nicht wichtig ist. Wir wissen im Prinzip, wo er ist. Jo. Beziehungsweise wo sie sind. Guck. Scan läuft. Eine Waffenkammer. Wir besiegen die erste Ordnung mit ihren eigenen Waffen. Aufrüsten! Wow, das sieht schwer aus.
Ich glaube, jetzt wird es Zeit, große Geschütze aufzufahren. Hätte ich jetzt auch mal gesagt. Offizier gesichtet. Ja, ja. Man merkt, Aiden hat Spaß. Oh oh. Detonator. Du musst das für mich deaktivieren. Scan den Bereich. Oh, nehmen noch ein paar. Kuckuck. Attackiere den Feind. Super. So. Machen wir hier Schönes. Hack das Ding. Ja, weiß nicht, Waffe, man glaube ich nicht Neues war. Nee. Roger, Roger. Sonst sind natürlich schon einigen Orten jetzt vorbeigelatscht. Die Frage wäre eher, gäbe es überhaupt etwas? Aha, was? Ja, die gefällt mir besser. Der Inferno-Trupp. Kuckuck. Wir schließen bitte. Dankeschön. Nee, das geschlossen. Aufmachen. Geschlossen. Detonation. Nicht, dass wir da reinkommen. Scan bitte. Oh, mach schon auf. Was hier wohl drin ist? Was Schützenswertes. Shriff, ich glaube, wir haben es gefunden. Komme schon. Ist offenbar nichts, wa? Ist ein interessantes Schiff, wo wir drauf sind, wa? Hat zwar viele Gänge und so, noch viele Türen, aber die meisten Türen kannst du gar nicht rein, die sind nur Deko. Die Sternzerstörer von heute, wa? Die waren früher viel geiler. Du bist dran. Von zur Zeit der Alten Republik, aber egal. Wobei die Alte Republik war doch die von Old Republics. Das ist ganz anderes. Sieh dir das an. Seht ihr was? Hier drüben. Projekt Wiederbelebung. Moment mal. Genata, Otomok-System. Die Erste Ordnung verschleppt Kinder und zwingt sie dazu, Sturmtruppler zu werden. Ihre militärische Stärke muss ja... Ich will's gar nicht wissen. Vielleicht finde ich irgendwas. Sind das... Großkampfschiffe. Genug für die Kontrolle über die gesamte Galaxis. Bleib stehen. Was ist das? Ein Dreadnought der Ersten Ordnung. Klingt jetzt schon schlecht. Ist es auch. General Organa hat davon erzählt. Hauptsächlich Gerüchte, aber... Tja, sie sind beängstigend. Dann müssen wir eine Schwäche finden. Dio, los geht's. Lad die Pläne des Schiffes runter. Wir müssen sie zu Leia und dem Widerstand bringen. Solange das Schiff im Hyperraum ist, fliegen wir nirgendwo hin. Ich habe eine Idee. Finde einen Weg hier raus und mach schnell. Du wirst wissen, wenn es soweit ist. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Viel Glück, ihr zwei. Also... Die
dieser Plan? Wir reißen diesen Sternenzerstörer aus dem Hyperraum. Endlich verstehe ich, warum Shriv immer so ein nervöses Wrack ist, wenn ihr zusammen seid. Mhm. Verstehe es langsam auch. Ja, super. Hyperraumreisen, ja, die hat die Ideen. Ja, gut. Ja, ist auch doof. Okay. Natürlich hoffen, es gibt natürlich den Weg. Dreadnought der ersten Ordnung. Natürlich ein bisschen Spoilers an für diejenigen, die die Episode auch noch nicht gesehen haben. Aber ich glaube, ich weiß, welches Schiff da gemeint ist. Weil auf den ersten Blick sah es auch wie ein Sternzerstörer. Aber es ist ein bisschen modifiziert, ich sag's mal so. Also wenn es das, was ich glaube. Ich kann mich auch irren. Sichern. Scan die Gegend. Ich würde sagen, ernsthaft, wollte ich mir das hier gar nicht rauslassen. Oh, komm, leck mich. Sicher! Okay, pack die Detonatoren ein. Dein Plan ergibt für mich immer mehr Sinn. Nimm so viele, wie du tragen kannst. Ich bin dann mal so frei. Wieso kann ich hier so oft wechseln? Das irgendwie verstehe ich gar nicht, weil wir haben sowieso gleich Mafia. Also sprich, wir finden gar nicht so viele neue. Das irgendwie lohnen würde. Steht hier? Oh. Hat nichts gesagt. Gibt's hier für welche? Ja, vor allem eigentlich sind es andere Waffen, aber hier sind alle gleich aus. Super. Vielleicht, aber denke ich schon. Okay, wenn das so ist, noch mal ganz kurz checken. Ich check das mal. So, jetzt haben wir ein paar. Oder sind einfach wir bereits schon haben, weil ich kann hier offenbar nicht groß etwas an. Das sind gleich Waffen. Nicht groß was anderes, okay. Schade. Oder irgendwie. Ich bin ganz selber so doof. Das könnte ja auch sein. Wie sieht sie das immer? Zeig mir einen Scan. Oh, komm, ist was. Da hatte ich jetzt echt keinen Bock drauf. So, okay. Du musst was hacken. Hack die Hack. Okay, die waren schon alle, sehr gut. Suche nach Gegnern. Hacken. Mehr Sturmtruppen! Säge aus dem Weg. Hallo? Hier macht natürlich gar nichts aus, ist klar. Boah. Verpasse ihnen Stromstoß. Atmungssoldat gesichtet! So, wo ist noch einer? Ich hätte gerne meinen Scanner zurück. Dankeschön. Bin ich auch. Also, ja. Alles sicher. Nein, ich habe Offiziere belauscht. Der Widerstand hat die Basis der ersten Ordnung gefunden. Sie greifen jetzt an. Sehr gut, Shriv. Wir sind fast fertig. Halt dich bereit. Ja, das finde ich Dann bis besser. gleich. Say, wenn wir an dem Generator Detonatoren platzieren, bremst das Schiff in einer Sekunde von Lichtgeschwindigkeit auf 0. Machen wir es. Bringen wir die Detonatoren an dem Generator an. Ich mach das. Du gibst mir Deckung. Eindringlinge in der Hyperantriebsgruppe. Feindliche Verstärkung im Anmarsch. Warmen Einheiten vom Scannen. Oh, kommen die über alle? Das ist eine gute Frage. Hey, Statusbericht. Oh. Kuckuck. Mach weiter, Sie.
Ziel schocken. Hier sagt mir gar nichts mehr, wa? Hier ist Verstärkung. Zweite Ebene. Oh nee. Oh nee. Ja, Mann! Alter! Ein Teil zieht nach oben! Wow! Mein Teil zieht nach oben. Zeig mir einen Scan. Da vorne sind noch ein paar. Ich verteidige sie ja eigentlich. Wie läuft's bei dir? Ich arbeite dran. Der kennt doch irgendwo her. Ich brauche hier Hilfe. Kommt schon! Position sammeln. Mehr Sturmtruppen. Tschüss! Von den Ordnungssoldaten. Ups. Wow! Ah. Hier wäre vielleicht, aber auch nur vielleicht der Schild Die besser. Detonatoren an dem Generator an. Ich mach das. Du gibst mir Deckung. Gut. Ich meine, jetzt weiß ich, woher sie kommen. Die erste. Doch, der erste Sturm. Der kommt von hier. So. Oder Hauptsturm, sag ich jetzt mal. Die Waffe jetzt wieder weg. See? Würdest du bitte hier hingehen? Tochter? Mehr Danke. Sturmtruppen. Und einmal Leben auf deine Tochter, auf deine Mutter. Wie läuft's bei dir? Arbeite dran. Scan. Einer fertig. Schütze. Hier ist Verstärkung. Zweite Ebene. Schocken wir sie. Also, du sagst bereits. Jetzt überleben. Auch gar keine Hilfe, der macht das ja selbst. Scan die Gegend, Droide. Ist der Detonator scharf? In einer Sekunde. Wir haben keine Sekunde. Achtung, mehr von denen. Scharf und bereit. Was macht der da? Ah, jetzt kommt der scheiß Typ wieder. Hä? Hey, Statusbericht. Wird schon will ich nicht hören. Ich will Ergebnisse sehen. Nummer 3, noch einer. Feindliche Verstärkung im Anmarsch. Verpasse ihnen Stromstoß. So, mach du das mal. Say, schaffst du Was das? zum... Ja, Mann, hab alles im Griff. Ich habe ein super Schild, wirklich. Was zum... Ordnungssoldaten, Abstand halten. Das ist ein Detonator. Ah, Das waren alle. was? Nein, nein, nein. Wollte gerade auch sagen. Nein, nein, wer hat mich jetzt da getroffen? Welcher war das? Kurze Ladezeiten. Fast das Schild. Ja. Nee, versuch's nochmal, komm. Bringen wir die Detonatoren Das wird schon. an den Generator an. Ich mach das. Du gibst mir Deckung. Moment! Eindringlinge in der Hyperantriebspunkt. Ja, voll natürlich von selber, war ist natürlich schon praktisch. Sofort melden. Feindliche Verstärkung im Anmarsch. Was zum... So. Say,
Sehr gerne. Hier ist Verstärkung. Zweite Ebene. Ah, leck mich. Du musst was für mich deaktivieren. Ist der Detonator scharf? In einer Sekunde. Mehr Sturmtruppen. Detonator 2 ist scharf und bereit. Zay, schaffst du das? Ja, Mann, hab alles im Griff. Da ist wieder offen. Cool, hätten wir auch. Nein! Ah. Alter. Scan bitte. Was ist was los, ey? Ja, komm nur, komm nur. Schaff. Soldaten, sie schießen auf mich. Ich weiß, ich weiß. Stärkung. Läuft's bei dir? Ich arbeite dran. Das waren alle. So. Hol sie dir. Ja, und jetzt? Scan läuft. Wir sind fertig. Chris, hast du uns einen Fluchtweg beschafft? Ja, aber nur als Warnung. Das wird verdammt kuschelig. Solange es fliegt, bin ich zufrieden. Bis gleich. Okay. Bleibt nur noch der Reservegenerator. Er ist wahrscheinlich hinter einer Sicherheitstür. Ich hacke sie. Jo, mach das. So, dann gehen wir den hier. Zuck. Sehr gut. Ja, diesmal viel besser geklappt. Obwohl, ich glaube, das Schild ist vor allem wegen dem Flammenwerfer doch noch zu empfehlen, weil, ja, der ist halt doch nervig. Eindringlinge sind am Zentralcomputer. Klingt, als bekämen wir wieder Gesellschaft. Du und Dio, ihr schafft das, oder? Davon kannst du ausgehen. Scan den Bereich. Wenn ich weiß, woher sie kommen, Mehr ja. Sturmtruppen. Ich brauche Ihre Hilfe. Wo stehst du denn auf See? Er schießt auf mich. Schießt zurück. Was du nicht sagst, die wären nie gekommen. Scan läuft. Ich hab's fast geschafft. Ein Doppelschloss gefehlt. Gib mir Zeit. Ich nehme das zweite Terminal. Kein Okay. Verstärkung im Anmarsch. Sekunde. Wir haben keine Sekunde. Schießt auf mich. Jetzt nicht mehr. Ja, komm, mach du das. Was ist schon wieder einer? Getroffen. Jetzt überlebt. Oh, ey. Hör auf. Nächste Mal. Was zum?
Zeig mir einen Scan. Nein! Ah! Oh! Besteuert hoch 20. So. Schon viel besser. Er ist von mir. Betreiben! Ein bisschen schwierig für mich zu sehen, woher das die aber überhaupt schießen. Ich sehe sie sehe. Elektroschock, los! Blablabla. Oh, nicht schon wieder. Au, au. Suche nach Gegnern. Da oben. Raum gesichert. Aber nicht für lange. Wir müssen es beenden. Für alle Opfer der ersten Ordnung. Für die Kinder. Ihre Familien. Für Dad. Ja. Schöne Worte. Und vor allem wahre Worte. Theo, hack den Computer. Schick die Verstärkung woanders hin. Platzieren wir die letzten Ladungen. Und dann ab zur Widerstandsbasis. Eindringlinge bei der Kommunikation. Alle sofort dorthin. Kommunikation, ich weiß nicht, ob das so ein gutes Ziel ist, also beziehungsweise Ablenkungsziel, weil, ja, also, was holen wir bei der Kommunikation? Mal so zu formulieren. Beziehungsweise, wenn natürlich Hask das auch mithört, denkt er sich so, nee, da ist doch sicher eine Falle. Sie sind nicht hier. Hyperantriebsbucht verlassen. Flucht woanders. Du. Was zum... Zum Steuerbordkanal. Eindringlinge geortet. Was macht die da unten? Dann ist irgendwie zurückgelassen. Muss jetzt... Aha. Muss natürlich ständig... Ja. Die letzte Ladung platzieren? Klar. Dann suchen wir Shrift und verschwinden. Eindringlinge verloren. Waffenbucht durchsuchen. Say? Lass mich los. Das ist die Aiden, die ich kenne. Mutig, unberechenbar. Benutzt deine Waffe. Los, benutzt deine Waffe. Say. Alles okay. Mutterschaft hat dich weich gemacht. Ich hab dich. Tu es. Komm schon, See. Komm schon. Danke. Alles okay? Bin okay. Du? Bestens. Bringen wir es zu Ende. Stoppen wir dieses Schiff.
Mann, dort. Wir haben es geschafft. Hey, Mann, was ist los? Hey. Nein, er hat nicht, er konnte nicht. Okay, Mom, du brauchst jetzt Hilfe. Komm schon, Mom, komm schon. Hör auf, es ist zu spät. Es ist zu spät. Hör zu. Du musst Dio unbedingt zum Widerstand bringen. Hast du verstanden? Nein, wovon redest du überhaupt? Nein. Alles wird wieder gut. Nein, wird's nicht. Ich brauche dich. Wie kannst du so ruhig sein? Komm jetzt. Ich habe Angst. Aber mehr Angst vom Scheitern als vom Sterben. Ich habe Hoffnung wegen dir. Hör zu. Hör zu. Wir kämpfen, damit andere leben. Und wenn wir sterben, dann tun wir das aus demselben Grund. Verstehst du das? Ich liebe dich. Ich liebe dich, Mom. Ich wünschte, du könntest dich jetzt sehen. Mom. Aiden, Zay, seid ihr da? Ich hoffe, ihr seid bereit. Wir müssen nämlich weg. Ich bin allein, Shriv. Sie ist tot. Oh. Es ist okay. Sie hat's geschafft. Sie schafft es immer. Kontaktiere den Widerstand. Sag ihnen, dass das hier erst der Anfang war. Denn die erste Ordnung wird kommen. Aber wir haben Hoffnung. Und es ist diese Hoffnung, die uns den Sieg bringen wird. Sektorsicher Widerstandsbasis. Kein Anzeichen der ersten Ordnung. Moment. Kontakt! Kein Kontakt! Hier spricht Shriv Sogar, Freigabecode 73 Tau. Wir sind Verbündete und bitten um Landeerlaubnis. Bitte erschießt uns nicht. Landeerlaubnis verweigert. Aber ich hab bitte gesagt. Warten Sie auf Anweisungen. Das passt schon. Wir müssen nur erklären, was los ist und... General Organa. Shriv, ich habe Ihre Nachricht erhalten. Dann musst du Zay sein. Das mit deiner Mutter tut mir wirklich sehr leid. Sie war eine komplizierte Frau, aber mit ihr war diese Galaxis eine bessere. Danke, Ma'am. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Wir haben etwas für Sie, General. Pläne für den Dreadnought der ersten Ordnung. Die Übertragung läuft. Ich leite sie sofort an Commander Dameron zur Analyse weiter. Ich bin bereit für den Kampf, General. Das glaube ich dir, aber der Widerstand evakuiert. Die erste Ordnung kommt immer näher. Statt sie frontal anzugreifen, habe ich eine dringende Mission für euch. Wir haben Verbündete im Outer Rim. Ich brauche ein Team, das sie sucht. Ich weiß, ihr seid müde, habt unglaublich viel gekämpft und so viel verloren, aber ihr müsst weitermachen. Schafft ihr das? Sie können auf uns zählen, General. Viel Glück, Inferno-Trupp. Star Wars Battlefront 2 Resurrection.
Wiederbelebung abgeschlossen. Ja, Freunde, wir haben es noch geschafft in einer einzigen Episode, weil ich sehe, der 35 Minuten, da lohnt es nicht 2 Folgen draus zu machen, also wird es eine Special-Episode. Natürlich mein Fazit. Erst einmal, ich habe am Schluss ein Déjà-vu gehabt. Erst einmal das mit Hask, wie der runtergefallen ist und dann vom Blitzen gekocht, also gebraten wurde. Hat ein bisschen was von Imperator gehabt aus Episode 6. Und dann die anschließende, aber natürlich auch abschließende Szene mit Aiden und ihrer Tochter Sei. Die hatte was von Luke und Anakin. Ja, ich sage jetzt extra Anakin, weil für mich ist immer so, Anakin ist die helle Seite und Vader ist die dunkle Seite. Und am Schluss eigentlich wieder ein Jedi, sprich hat wieder zu sich selbst zurückgefunden, Mensch. Und ja, deswegen hat ein bisschen was so eine Ähnlichkeit. Aber ansonsten war, ich weiß nicht, wie ich es betonen soll, es klingt vielleicht ein bisschen seltsam und so, aber ich fand den DLC besser als das Hauptgame. Vom Kampagnenmodus wohlgemerkt. Liegt vielleicht auch daran, dass er erstmal in sich geschlossen ist. Vor allem, es begann im Prinzip so wie, ja, es begann halt, wie soll ich das formulieren? Es war halt, klar, man wusste am Anfang, vom Ende der Hauptstory der Kampagne, dass Hask vermutlich überlebt hat, weil sonst wäre es ein bisschen, ja, so wie man ihn aufgepusht hat, da war irgendwie klar, da musste was kommen, wäre sonst ein lahmer Tod gewesen. Lahmer Tod halt. Und dann kam er natürlich erst einmal erschossen war. Vater von Sei, Ehemann von Aiden, fällt mir den Namen nicht mehr ein, aber egal. Erstmal erschossen, oder? Und dadurch halt kam die ganze Geschichte zum, ja, kam wieder zum Laufen, kann man sagen. Shrift, der war bereits beim Widerstand dabei. Aiden, also offenbar gar nicht dafür interessiert, beziehungsweise einfach zurückgezogen aus dem ganzen Business mit ihrer Tochter halt. Sie wurden dadurch halt wieder dazu, ja, vielleicht nicht gerade gedrängt, aber sie fühlen sich dazu verpflichtet, wieder mitzumischen. War auch ganz cool und auch richtig eigentlich. Und dann werden halt eigentlich immer nur, obwohl sie auch im See gingen und Schiff und so und so fort, haben wir eigentlich immer Aiden gezogen. Es war alles in sich eine geschlossene, und auch logische Episode mit den ganzen Abhandlungen. Und dass am Schluss dann Aiden, sage ich jetzt mal, sterben musste. Klingt ein bisschen hart, ich weiß, aber sterben musste. Um so den Weg für eine neue Generation frei zu ebnen mit Sei halt vor allem. Und es würde mich insofern nicht wundern, ich überlege gerade wegen Episode 8, ich will nicht spoilern und so, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass Sei in Episode 8 vorkam. Schrift sowieso nicht, hätte er sicher erkannt. Deswegen, wer weiß, vielleicht geht es da mit dem nächsten DLC zu Battlefront 2 mal weiter. Der könnte sogar zu Release in Episode 9 dann erscheinen. Könnte theoretisch sein. Okay, ich weiß, noch ein bisschen weit her und so bis dahin, aber wer weiß das schon. Oder eben, es kommt vielleicht in einigen Monaten, wenn sich die Produzenten auch sagen, okay, jetzt haben alle Episode 8 gesehen, auf Blu-ray und so ist auch raus. Jetzt können wir dann noch weiter das DLC bringen und ja, das ist halt wie auch die Lücke zwischen Episode 8 und 9 schließen würde, weil jetzt, dieses DLC war definitiv, oder fand zwischen Episode 7 und 8 statt, wobei auch ein bisschen während 7, vor allem bei der Szene mit Kylo Ren und Hask, die war während Episode 7, am Schluss haben wir gesehen, die Starkiller-Base in die Luft gesprengt, das war am Ende von Episode 7. Wir haben aber halt die Pläne für die Dreadnought, irgendwie so ist dieses Teil doch. Und das wiederum, nach Widerstand evakuiert und so, das hat alles ein Indiz zu Episode 8. Was jetzt, wenn ich nochmal so darüber nachdenke, gibt es irgendwie auch mehr Sinn, wieso Episode 8 zu Beginn weg halt gewisse Ereignisse stattgefunden haben. Aber wie gesagt, das ist einfach mal so nur dahin geredet. Ich will nicht zu viel spoilern bei Episode 8 und so weiter. Nichtsdestotrotz, meiner Ansicht nach, gelungenes DLC. Kampagne insgesamt, ich sag's, ja, ich hab's schon mal erwähnt, aber es ist eigentlich echt so, wie ich finde, das DLC haut es nochmal richtig, richtig raus. Ich glaube, ohne DLC wäre die Kampagne auch viel, viel schlechter. Nicht, weil die Kampagne selbst schlecht wird oder so, oder Storytelling zwischen Episode 6 und 7 wäre schlecht. Es geht eigentlich darum, dass sie so kurz ist. Dafür, dass wir so viele Charaktere haben mit Han, Leia, Luke, Aiden, etc. etc. Und da kam, ja, es war einfach, da hätte man ein bisschen mehr, vor allem Luke gemeint, ja. Ein einziger Kampf, sprich, ja doch, Kampf, ja. Eine einzige Mission mit Luke. Verdammt, wieso haben wir nicht mehr von ihm gesehen? Da haben wir ein bisschen mehr Jedi-Action oder die erste Begegnung mit Kylo Ren zum Beispiel, noch als Ben Solo, vielleicht Ben Solo als kleiner Junge mal gezeigt. So, versteht ihr? Da fehlt mir ein bisschen was. Und daher,
für mich persönlich das DLC zur Kampagne besser als die Hauptkampagne selbst. Aber ist ja jedermanns eigene Betrachtungsweise und so weiter und so fort. Jo, einerseits würde ich sagen, das war's von mir. Jetzt haben wir natürlich Kampagne, aber sonst nichts mehr. Nee, Hauptstory mit der Belebung. Für mich ist das Let's Play damit beendet. Ich will ja Multiplayer und so, wenn überhaupt, jetzt mal irgendwie Let's Play online-mäßig irgendwas dazu kommen oder Stream-mäßig oder so irgendwas in der Art. Kann man es durchaus vorstellen. Und ja, hier sind wir jetzt Aiden Versio, Mensch. Einfach kombiniertes Aido. Und lustig war Kylo Ren von Anfang an spielbar. Darth Vader muss man erstmal freispielen. Yoda auch von Anfang an spielbar. Ist sowieso, die Charaktere irgendwie so ganz crazy, oder? Darth Maul zum Beispiel, aber irgendwie Count Dooku fehlt. Anakin irgendwie fehlt auch. Obi-Wan genauso. Meiner Ansicht nach fehlen ein bisschen viele Charaktere, die man ruhig einbringen hätte können. Weil von der Originaltrilogie, also sprich Originaltrilogie logischerweise Episode 4 bis mit 6, sind, würde ich behaupten, die Hauptcharaktere dabei. Han, Leia, Lando, Luke ist auch dabei, Vader, der Imperator. Das sind die Hauptcharaktere, wenn du so willst. Mace Windu wäre noch cool gewesen. Oder irgendwie auch Charaktere aus Clone Wars und Rebels. Ahsoka zum Beispiel. Also ist jetzt mittlerweile alles Kanon, ist alles bestätigt und so weiter. Das ist der Falk, jetzt gibt es den zweimal mit Rey und Chewie. Ist vermutlich mehr oder weniger das gleiche Schiff. Egal. Ja, von meiner Seite, das war's soweit. Außerdem, es kommt noch was zur Kampagne, wieder ein DLC-Erweiterung. Wird das natürlich auch gerne noch Let's Playen. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Und wer weiß, vielleicht bis zu einem nächsten Star Wars Projekt oder etwas anderem. Es gibt noch so viel zu zocken. Und vor allem natürlich schon gespannt auf Episode 9. Auf den Abschluss der Trilogie. Naja, mal schauen. Bis dahin, ciao zusammen.